herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of Tomb Raider. In der Hauptrolle, wie immer, wie eigentlich ständig, immer muss die ja in der Hauptrolle sein, mein Gott, Lara Croft. Way. Und als treuer Begleiter, nicht Jonah, sondern ich, Trandubaki, begleitet sie und natürlich euch hier im Let's Play von Rise of Tomb Raider weiterhin auf den Spuren nach der göttlichen Quelle. So, weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zu Trinity, um Jonah zu retten, weil dieser von Trinity gefangen wurde. What the fuck? Ja. Hopp, halt dich fest hier. Bei der Eisscholle, die nie kaputt geht. Jonah muss irgendwo da oben sein. Ach, Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. jetzt kommt's raus. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Entschuldigung. Ich kenne das nicht, aber ja, war vorhersehbar. Nimm mal diese Unsterblichkeitswünsche der Menschen. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Konstantin, ich kann hier Schon unterwegs. Das ist ja cool. So. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Okay. Warum muss man eigentlich bei Lara immer solche Kletterpartien absolvieren? Jump'n'Run und Action zugleich. Ups. Bin ich hier richtig? Wenn ich hier richtig bin, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ob ich hier richtig bin. Also das ist ein Hase. Ne, ein Eichhörnchen. Cool. Entschuldigung. Ich wollte nicht töten. Irgendwie kommst du immer wieder zurück, ne? An die Tatorte, wo du warst. Ja, da gehe ich sicher nicht nochmal rüber. So. Naja, auf geht's. Oh. Ja, Videosequenz. Das ist ja wieder. Spuren. Autoreifen. Reifenspuren wollte ich sagen. Heieiei. Aber Was? Ach, da ist er. Verdammt, sie sind überall. Wer denn? Blätter und Stein. Wieso eigentlich Blätter? Ich will kein Blätter, ich will Holz. Da vorne. Nee. Ich dachte, Wächter wäre einer. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Nervöser Zeigefinger, sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen... Was war das? Ach Quatsch. Überprüft das Gebüsch.
Nee, überprüf das Gebüsch nicht. Das bringt's doch nicht. Wie kann ich schon wieder Giftpfeile schießen? Mein Gott, wie kann ich Giftpfeile schon wieder schießen? Ne, das ist Ding. Oh, scheiße. Giftpfeile? So kann ich Pfeile herstellen. Ah, da... Ja, ist okay. Ist okay. Habe ich schon mal gesagt, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Habe ich euch das gesagt? So, wo muss ich denn hin? Hin. Aha, dahin. Dann wollen wir mal zuerst mal schauen, was wir hier so haben. Ne? Nix und wieder nix. Doch, hier Pilze. Pilze! Ja! So. Okay. Warum hier auch immer so eine Fackel am Boden liegt, ne? Ich verstehe es nicht. Oh. Bären. Ne, Blätter. Aha. So. Lustigerweise, hier war ich ja schon mal irgendwie. Und jedes Mal, wenn man da aufs Neue hinkommt... Was ist passiert? Halt die fest. Der Truck war zu schwer, die Brücke ist eingestürzt. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Achtung, Angriff! Komm Was ist das? Komm her. Oh, habe ich ihn getroffen? Ups. Man hätte auch zuerst hier hoch können und dann, ne, auf sie schießen. Das wäre doch langweilig gewesen. Ich will hier eigentlich runter. Komme ich dann irgendwie wieder mal hoch? Gerade so schön hoch hier. Ja, wäre auch alles andere schön gewesen. Jetzt bin ich trotzdem unten. Tja, dann halt. Wo bist denn du hin? Der hat nichts mehr. Wo der? Nö. Cooler Baum. Wo muss ich denn jetzt hin? Kuckuck. Die Ist das Lara dein ist erster da. Feldeinsatz für Trinity? Nein, ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Nach Crofts Flucht. Hartes Stück Arbeit. Hab gehört, du musstest auch einheimisch. Wir werden angegriffen! Durchsuch das Gebiet. Gott. Komm jetzt, bringen wir es zu Ende! Oh shit. Mann, du musst abdrücken, wenn du mich siehst. Nicht stehen bleiben. Ah, alles Noobs hier. Näherungsmine oder sowas, ne? Hä? Ah. Hallo? Okay. Das Funkgerät spinnt. So. Oh. Angriff, wir werden angegriffen! Oh shit, da ist ja auch noch einer. Ausschwärmen, haltet die Augen! Noch wer? Nicht? Gut. Die Lara, die Schleicherin hier, ne? Da ist sie! Ja. Verstanden? Jetzt go! Nehmen uns auseinander! Was? Sag mal. Ich werde beschossen. Ah, Wichser. Dann halt so, ne? Steh und Achtung! Wie kann ich mich schon heilen? Ah, wow. Ups. Cool.
viele Granaten habe ich? Okay. Habe ich unendlich Granaten? Habt ihr das irgendwie jetzt schon gesehen? So. Was? So. Noch irgendwo was? Nimm sie halt mit jetzt. Achso, du... Ja, ist ja gut. Ich habe nicht mitbekommen, dass du ein Funkgerät aufgenommen hast. Mann, was ist denn hier los? Schlaft ihr alle? Ich schlafen hier. Alter, was ist da? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich mache euch auch nicht. Oh. Oh, cool. Oh, shit. Weg hier! Moment. Jetzt bin ich aber dran. Wo ist die denn? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Nein. Scheiß Eimer. Brennen, Baby, brennen. Ups. So war das nicht gemeint. Hä? Ich sagte brennen, nicht in die Luft hauen. Ich hasse die gepanzerten, die kannst du mit Pfeil und Bogen einfach nicht bekommen. Das Funkgerät. Ups, über der hat ja. Was passiert? Hubschrauber. Anna muss in der Nähe sein. Ach nee. So. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Trinity gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. In der Form, wie sie mal war. Okay, cooler Stempel. So. Muss ich nochmal niesen? Entschuldigung. Shit, da habe ich mein Mikro nicht mehr anbekommen. So. Nee. Mal schauen, was die Zeit ist. Ja, mal schauen, was haben wir denn da? Eisenhaut. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosionen und Feuer. Ui. Lautlose Landung. Adrenalin. Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindliche Beschuss und Nahkampf. Okay, gekauft, gebonkt. Gehört mir. Und irgendwie waffentechnisch habe ich hier auch Upgrade verfügbar. Schussfrequenz. Aha. Stabilisator. Sag mal. Zielgeschwindigkeit. Aber der macht mehr Schaden. Behalte ich. Den nehmen wir. Ich muss mal lesen. Und das Mikro erst ausmachen, wenn ich fertig mit Gesprächen bin. Ich muss mal husten, wollte ich eigentlich sagen. Jo, gut. Ja. Komm ich gar nicht hinten hinfahren. Oh Mann. Nee, ich will nicht durch das kalte Wasser. Super. Hallo? Rechtsklick halten, um zu tauchen. Aha. Ich kann ja unendlich tauchen, ne? Ah, okay. Durch. Alter, was ist das hier?
Neue Befehle. Wir bereiten den Abzug vor. Alter, was Sieht ist so denn hier aus. los? Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass sich Phase 2 miterlebt. Entschuldigung. Ich war's. Bin der jetzt? Hallo? Ach ja, wir können es auch so machen. Ist okay. Ist okay. Wo war denn jetzt die Kiste, Mensch? Kiste. Einmal darum und... Oh, dann. So. Dann, was wir hier drin haben. Eine neue Waffe. Kipplaufling. Kipplaufling. Irgendwie sowas. Haben wir was? Nein. Gut. Weiter geht's in der Geschichte von Lara Croft und der göttlichen Quelle. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, ein ganz schönes Chaos. Wo brennt denn Durchsucht das jetzt? Gebiet. Hallo. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Achtet aufs Gebüsch. Sie könnte überall sein. Wir sind da. Ich stehe unter Beschuss! Er ist tot. Alter, wie viel kommen denn da noch? Es ist vorbei. Hier und jetzt. Hau ab jetzt. Ah. Hallo? Zum Glück kann Lara so gut mit Waffen umgehen. Also mit den Funkgeräten komme ich noch nicht ganz nach. Ist okay. Nee, will ich jetzt nicht mehr. Oh, noch nicht. Ach komm jetzt. Noch eine Waffenkiste, wo ich übersehen habe. Fast. Ist aber auch schön versteckt hier im Walde hier. So, was haben wir jetzt? Vollautomatische Flinte. Zweites Stück von 4. Oh Mann. Das Spiel geht, glaube ich, noch lange. Lange ist es her, als wir das letzte Mal erfolgreich etwas fanden, das wir brauchen konnten. Quatsch. Oh, da unten hat es Munition. Entschuldigung, Lara. Okay, Munition, was voll war und ja, Pfeile, wo auch nicht unbedingt nötig wären, aber ist okay. So, hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. Ich wollte sagen, wir spielen ein bisschen Affen im Walde, aber ich komme ja nicht mal hier hoch, Mensch. Juti, dann machen wir halt den normalen Weg. Also wir wissen ja von der ersten Staffel von Tomb Raider, also von dem Vorgänger von diesem Spiel, dass eigentlich der Schluss immer so extrem actionreich wurde. Ne? Trinity aufspüren. Betrete die Wetterstation. Ich will nicht. Ich mag nicht. Doch, ich will. Was habe ich da unten noch gesehen? Hä? Wandgemälde. Ja, da war ich nicht, ne? Jetzt dachte ich, ich müsste hier irgendwo rein, Mensch. Du willst mal umschauen. Oh, siehst du? Hätte ich fast übersehen. Okay, ich gebe zu, ich hab's übersehen. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie.
Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Okay. Trage ich eigentlich nicht unbedingt mit mir so rum. Denn gut todkrank bin ich nicht. Aber das könnte ich doch Anna eigentlich geben. Anna, hab ein Geschenk für dich. Was ist das hier? Oh, noch ein Dokument. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Konstantin sorgt sich so sehr um seine Schwester, er würde wirklich alles tun, um sie zu retten. Die Qual, Lagebericht. Ja, okay, Konstantin meint, er wäre auserwählt worden von dem Herrn, diese Quelle zu finden. Und es sieht so aus, als würde er sich quasi die Aufgabe gemacht haben, um seine Schwester zu retten. Was Lara jetzt eigentlich mit dem Ganzen zu tun hat, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht ganz. Warum will sie die göttliche Quelle finden? Was hat sie für einen Hintergrund? Will sie oder denkt sie, dass wenn sie die göttliche Quelle hat, kann sie ihren Vater zurückholen? Könnte Eine das Patronenhülse, Möglichkeit die aber sein? irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Ja. Oh, da steht was. Na, fangen wir mal da an. Ach komm jetzt. Ach komm. Jo, ich kann es nicht lesen, aber vielleicht Lara. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Darum ist sie auch auf Hochglanz poliert. Ne? Hochglanzkugeln gehören Gott. Somit, wenn du Hochglanzpatronen zu Hause hast, mit denen darfst du Leute erschießen, sei es gestattet und ja, Gott weiß Bescheid. Du machst den Auftrag von ihm. Hallo? Ist hier jemand? Ah, viel Dokumentation hier. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Anna hat ihren Bruder jahrelang manipuliert und ihn so zu dem Monster gemacht, das er heute ist. Er tut mir beinahe leid. Die Kraft des Glaubens. Forschungsnotiz. Das also ist die Wahrheit über Konstantin und seinen Weg. Hinterlistige Anna. Unglaublich. Oh mein Gott. Konstantin handelt aus dem Glauben und meint, Gott hätte ihm diesen Auftrag gegeben. Dabei
war es Anna, die ihn von Anfang an eigentlich manipuliert hat, um quasi sie will die göttliche Quelle finden. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange und ich bin der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Verdammt, Jonah. Wo bist du da nur reingeraten? Gefahr. Funkruf. Ja. Es ist das eingetroffen, was du gedacht hast. Leiter hier. Ja. Lara hoch. Danke, dass man hier hochspringen muss. So. Liebe Freunde, das wird das letzte sein. Der Atlas. Es wird langsam ermüden. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah! So. Also eben, wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss. Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. For some, discovering the secrets of the world is the only way to live.